So, Hansi. Zuerst einmal einen geilen Jackie. Also Hans, Prost auf die. Ich es auch, ja. Und der Rest ist für die. Die schickt dir da, ja. So, meine Lieben, jetzt sind wir im Zentralfriedhof in Wien angekommen. Wir stehen direkt da im Zentralfriedhof auf dem Parkplatz. Und das ist der Haupteingang Tor 2. Ja. Also wir haben extra einen Vierecker gebucht und der kommt um 12 Uhr. Ja, da haben wir noch ein bisschen Luft. Jetzt haben wir 11:15. Und der bleibt bei den Hauptgräbern dann stehen. Somit habe ich ein bisschen Zeit zum Filmen. Schauen wir mal die ganzen Ehrengräber. Ludwig van Beethoven, Udo Jürgens, Moser. Und natürlich, was gar nicht fehlen darf, ist mein Favorit, Falco. Also das ist der Eingang. Wenn man beim Zentralfriedhof Tor 2 reinkommt, befinden sich links und rechts die Arkadengrüfte. Tor 2 ist der Haupteingang des Wiener Zentralfriedhofs. Weil irgendwann kommt unser Vierecker und dann gibt es noch weitere Aufnahmen, natürlich von den besonderen Highlights der Gräber. Aber ein sehr imposanter Friedhof, schon am Anfang, da muss man nicht einmal weit reingehen. Eine Gigantonomie, dieser Friedhof. Einfach brutal. Der Vierecker ist schon da.
Servus. Habe die Ehre, grüß dich. Hallo, servus. Hat's ja nur noch geklappt, oder? Ja, super, einwandfrei. Servus. Ja. So, unser Vierecker ist da und jetzt geht's dann los. Wer noch nicht weiß, was ein Vierecker ist ein Doppelspänner. Ein Lohnfuhrwerk. Zweispänner, genau. Genau, ein Zweispänner. Ich habe mir gedacht, wir fahren mit dem Grüner. Nee, Ach so, okay. So, da werden sie aber durchgeschüttelt. das glaube ich. So, ziehen tun uns Easy und Justy, zwei Münchner Mädels. Zwei Münchner Mädels. München kommen die beiden. Aha. Und die kennen Sie aus, oder? Die kennen sich aus wie die Westentasche. Ja. Sehr gut. Vor uns die beiden Gebäude, das sind die alten Arkaden. Das sind die ältesten Bauteile des Friedhofs. Die wurden 1880 erbaut. Okay. 6 Jahre zuvor, 1874, im Oktober 1874, ist der Friedhof offiziell eröffnet worden. Sehr teure Angelegenheit, durchweg wohlhabendes Publikum. Richtig. Um die Ecke herum, Familie Mautner-Markhof, Industriellendynastie. Ja. Dann gleich hier vorne an der Ecke gestaltet der Eingang zum Bergwerk. Ein Ach, das war das, was wir Zeitungsverleger, vorhin mit dem Herr Bergwerk. Zang, Ja. August Zang, Ja, ja, Gründer ja. der Zeitung Die Presse. Also alles Leute mit viel Geld. Presseleute. Ne? Ja. Ja, man muss das so salopp sagen, der Friedhof lief anfänglich gar nicht gut. Die Wiener mochten ihn nicht, er war noch zu weit draußen. Ah ja. Und da hat man dann ab 1883 angefangen, Ehrengräber anzulegen. Heute haben wir weit über 1000 davon. Ja, und mit der Prominenz kam dann auch die Beliebtheit. Ne? Bis Ja. zu 10.000 Nach dem Motto, habe ich wenn der gehört. da liegt, muss das ja was sein. Ne? Ja, 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 Die genau. Leute lieben die Wiener den Friedhof und sind stolz drauf, können sie auch. ist Er doch gilt ja auch als Wahnsinn, einer der was schönsten da- in der Welt. Ne? Aber das ist doch was diese Skulpturen, also was die Grabstelen, was das alles kostet, das sind ja. Schauen Sie Das- mal hier das- links den Weg rein, das 5. Grab auf der linken Seite. Die Bronzeskulptur mit dem irrigierten Penis. Da gab es viele Diskussionen drum. Ach ja. Stimmt. Ja. Das Mahnmal gegen Krieg und Faschismus an der Albertina gestaltet hat. In der Mitte das Denkmal von Mozart, aber es ist nur das Denkmal, beigesetzt ist auf dem St. Marxer Friedhof. Rechts Franz Schubert, links gleich Beethoven, um die Ecke herum noch Familie Strauß. Das große Monumentale im Vordergrund, das war der Ingenieur der K&K-Zeit, Ritter Karl von Geger, hat die Bahn über den Semmering gebaut. Technische Meisterleistung. Und hier, den Herrn sollte man auch kennen, auch ein Ingenieur. Grelli hieß er, schon mal gehört? Nee. Der hat den Suezkanal gebaut. Okay. Und das ist alles Luft. Wir nähern uns dem Grabmal von Udo Jürgens. Ein spektakulärer weißer Marmorflügel mit weißem Marmortuch umhüllt. Das ist so wie der Flügel, mit dem Udo Jürgens berühmt wurde. Der Stein stammt aus Tirol. Das gesamte Gebilde ist 1,80 Meter mal 1,50 Meter groß und wiegt 6 Tonnen. Und oben sieht man eine Öffnung. Das kann man hier im Video vielleicht nicht so gut erkennen. Hier wurde die Urne vom Udo Jürgens, die Asche, reingelassen und beigesetzt. Und da ist der Hans Moser. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, wir fahren wieder weiter. So, hinter dem Baum gleich der Weltschauspieler Kurt Jürgens. Kurt, Kurt Jürgens. 2 weiter, Paul Hörbiger. Moment.
Da werden seit 1951 alle Bundespräsidenten beigesetzt. Die Bundespräsidenten müssen, die Ehefrauen haben die Wahlmöglichkeit. Ja, Bürgermeister, Nationalratsmitglieder, Minister. Die Friedhofskirche, auch Dr. Karl-Lueger-Kirche oder Borromäuskirche genannt. Das ist eine der größten reinen Jugendstilkirchen Europas. Und die wurde zwischen 1907 und 1910 von Max Segel erbaut. Und schon ein Jahr vor der Kirche fertiggestellt. 1906 waren die neuen Arkaden. Vorne hatten wir die alten 1880 und 1906. Die sind dann aber nicht von Max Segel, sondern von dem noch deutlich bekannteren Jugendstilarchitekten. Ja Gott, dem Jugendstil-Papst in Wien schlechthin, der einem auf Schritt und Tritt begegnet. Die sind von dem berühmten Otto Wagner. Otto Wagner. Ja, der auch unter anderem am Naschmarkt die Sessionskirche gemacht hat. Ein bisschen mysteriös, diese Inschriften dort in Gold, Wada, Lena, Otto. Ja. Haben Sie vielleicht drüben auf der Seite auch gelesen mit Baby, Lia. Ja. Das sind Grüße von Roma-Fürsten, von Zigeunerkönigen. Aha. Genau, siehst du, das habe ich gesagt. Ja. Absolut mega Führung. Und da hatten auch zum Baubeginn das nötige Kleingeld. Ja. Tolle Geschichte, weil die um 1900 herum unheimlich reich mit Pferdehandel geworden sind. Ne? Okay. Die haben ja immer traditionell mit Pferden gehandelt. Ja. Jetzt sind wir beim Falco-Grab. Schauen wir uns das gleich einmal an. Gigantisch. Falco. Ich krieg von dir niemals genug, du bist in jedem Atemzug, alles dreht sich nur um dich. Warum ausgerechnet ich? Zähl die Stunden, die Sekunden, doch die Zeit scheint still zu stehen, hab mich geschunden, gewunden. Lass mich gehen, was willst du noch? Willst du meine Tage zählen? Warum musst du mich mit meiner Sehnsucht quälen? Deine Hölle brennt in mir, du bist mein Überlebenselixier. Ich bin zerrissen. Wann kommst du meine Wunden küssen? Hörst du die Stimme, die dir sagt? Into the light, I give up and close my eyes. Out of the dark, hörst du die Stimme, die dir sagt? Into the light, I give up and you waste your tears. To the night, to the night, to the night, to the night. So, jetzt werden wir natürlich noch eine Kerze wieder anzünden für den Heinzi. Da liegt sogar schon Zigaretten drin. Was, ey? Ja, wie es nicht so üblich ist. So. Du warst einfach der Beste. Und natürlich trinken wir jetzt noch einen Jackie. Hast du die Kerze schon angezündet? Die brennt schon da, die weiß. Also Hans, Prost auf die. Oder nicht? Ich ist ja, ja. Der Rest ist für die. Die schickt er der erste. Ein beeindruckendes Grab, Falco, der Hans. Haben jetzt natürlich ehrenhalber einen Whisky getrunken und eine Zigarette. Gell Hans, du bist einfach der größte Gewinn. So schaut's aus. Jetzt fahren wir wieder weiter. Ja, das war das berühmte Falco-Grab. Ja. Leider 6. Februar 98 tödlich verunglückt. Ja.
Und jetzt fahren wir mit unserem Vierecker wieder weiter. Der wartet nämlich da hinten schon. Also Hans, servus, mach's gut. Ja, traurig. Vor uns die ganze Fläche bis vorne zum Wald. Unsere Babyabteilung, unser Babyfriedhof. Wo links? Ja, Links? Alles Babys hier. Oh, Babyfriedhof. Alles Babys hier. Oh, hier. Keine Kinder, sondern Babys. Kindstod, alles Mögliche, oder? Na, Babys, tatsächlich Babys. Ja, ja, Kindstod. Na, alles, was das überhaupt. Totgeboren. Der Babyfriedhof. Wahnsinn. Wie lange machst du das schon?
gekommen 2009. 2009. Also schon 16 Jahre. Hier rechts in dem Mauerwerk, da hat man noch die Grabplatten aus der Renaissance eingearbeitet, aus dem 15. und 16. Jahrhundert, einfach nur um die zu erhalten. Ne? Ja, ja. Das ist die Schale, der wird für die zerdrücken. Ja, die von 1500, ja. Ja. Ja, und dann schließlich links die Aufbauungshalle 1. 3 Aufbauungshallen haben wir auf dem Gelände. Das ist die größte. Und da können in 10 Hallen bis zu 10 Aufbauungen gleichzeitig stattfinden. Und schließlich zu guter Letzt vor uns hinter den Bäumen versteckt, etwas kleiner, etwas feiner, die Aufbauungshalle 2. Auch im Jugendstil von Max Segler erbaut. Die ist dann auch so ein bisschen für die Prominenz. Oder wenn sich das Portemonnaie weit genug öffnet. Da ist beispielsweise auch 2011 Peter Alexander aufgebahrt worden. Der aber nicht hier liegt, sondern in Grinzing, klar. Man hat ihn nur hier aufgebahrt, weil sich Tausende von Menschen da waren. Presse, Kondolenten. Das hätte der kleine Friedhof in Grinzing gar nicht aufnehmen können. So, Da sage ich jetzt vielen lieben Dank. Und ich jetzt- hoffe, es hat Ihnen gefallen. jetzt